Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Die Lex USA im Nationalrat den Bach abgeschickt. Die ganze Vorlage ist diese Woche noch hin und her letztendlich gescheitert. Nationalrat Passagiero, wie haben Sie gestimmt? Ja, ich bin nicht gescheitert. Nein, vielleicht zuerst etwas zu mir selber. Ich habe meine ganz persönliche Lex, die heisst Lexi aufs Bett. Item, ein bisschen Scherz. Wir von den Grünen haben ja gestimmt, weil Evelyn Wittmer-Schlumpf uns versprochen hat, dass Banken in Zukunft nicht mehr noch schwarze und rote, sondern auch grüne Zahlen schreiben. Wie heikel ist das für Sie als profunder Politbeobachter, das Nein zu der Lex USA? Roger Köppel, Weltwochenchef. Lex ohne L ist Rex, by the way. Man kann es auch mit S schreiben. Um was geht's? Früher war Punk No Future, heute sind es Banken. Ja, alle zusammen, da ist der Baschi. Ich habe es im Fall im Wörterbuch nachgeschaut und gesehen, dass Lex auf amerikanisch Bei heisst. Was hat denn der Nationalrat gegen Bei? Wir klären das nachher. Danke vielmals, Baschi. Der Bundesrat ist mit der Lex USA unsanft aufgelaufen. Frust natürlich bei der Finanzministerin. Wie geht es da den anderen Bundesräten? Doris Leuthard. Der Bundesrat nimmt die Meinung des Nationalrates zur Kenntnis, stellt sie jener des Ständerates gegenüber und muss feststellen, dass diese nicht kongruent sind. Nein, völlig gegensätzlicher Natur gar. Dies, obwohl so mancher Ständerat doch mal Nationalrat war und umgekehrt so mancher Nationalrat auf einen Sitz im Ständerat hofft. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass Nein zu dieser Lex USA, das sei der beste Weg, weil wir uns so von den USA nicht erpressen lassen. Der Komiker Peach Weber bei uns auch im Studio. Sie denken ähnlich, he? Ja, ich habe da ein Lied geschrieben für den Barack Obama, oder komm auch da ab. Komm, bleib daheim. Ja, komm nicht in die Schweiz und bleib doch nicht in Amerika. Komm, hau doch ab. Eine musikalische Glanzleistung ohne Zweifel. Danke vielmals. Stefan Eicher, haben Sie auch so ein Lied geschrieben, um den Zwist mit den Amerikanern zu verarbeiten? Die Schweiz und Amerika müssen sich jetzt unbedingt näher kommen. Ich spüre das, wenn ich mich in meinen Träumen in eine südchinesische Singdrossel verwandle und naiv an einem amerikanischen Süssholz zuckele. Ich überlege mir, ob der Barack ein Amsel oder ein Star ist. Er kommt ins Spiel, wenn ich daheim bin und bei meiner ayurvedischen Salatsauce Maggi dazu spritze und dazu rückwärts die amerikanische Nationalhymne gluckse, so wie damals im Senegal mit meinem Freund Sumba de Lele Mambalala. Zum Glück ist Freitag.